Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und jetzt die erste Nacht mit unserer Frau natürlich im gemeinsamen Ehebett. So, wunderschön. Ein paar solide Einnahmen gibt es auch noch. 7606, das ist ganz gut. Und was bringt uns der 25. Tag im Frühling? Nein, ich möchte nicht ins Bett. So. Erstmal ein paar Kaktusfrüchte. Abigail ist nicht in ihrem Zimmerabschnitt. Sie ist in der Küche. Ziemliche Frühaufsteherin, die gut. Ah, Moje hat Pierre Geburtstag. Herrgott, ich weiß gar nicht mehr, was bei dem war. Ich glaube, Eier mag der Kerl auch noch ganz gern, ne? Was sagt der Wetterbericht von Moje? Pollebrise, uns Lebe vom Land, erzählt uns was über Abenteurergilde. Ja, passt schon. Du gehst in die Mine? Hey, wenn du etwas Leckeres findest, denk dran, dass mir etwas davon mitzubringen. Ja, gibt erstmal das morgendliche Pussy. Ja, jetzt steht hier Ehefrau und das Muschelsymbol haben wir jetzt. Und wenn wir mit ihr die 12 Herzen voll haben, dann können wir mit ihr ein Kind kriegen, aber dafür brauchen wir Ausbaustufe 3 von unserem Haus. Moment. Köder haben wir noch genug, sehr schön. So, so. Dann hier. Zack und zack. Und weg damit ins 2, 3, 4 neue. So, Abigail macht das mit der Zaunreparatur danach immer so noch Bedarf, sozusagen. Wenn sie dann halt damit, wenn sie dann draußen steht, morgens schon statt in der Küche, dann sagt sie uns halt, was sie so Tolles geschafft hat über den Tag. So, Hundstreichler. Mindestens, na, der lässt uns da durch. Die Wasserschale kriegt er trotzdem noch voll gemacht. Und dann kümmern wir uns hier noch um alles. Gut, die ganzen Produkte, die ich jetzt nach draußen noch ernten kann, ist dann Sense damit. Weil jetzt ist die Zeit vorbei, nochmal irgendwas Tolles abzuernten. Beziehungsweise was neu zu pflanzen. Die Zeit haben wir hinter uns jetzt. Raus mit euch. Hier nochmal absammeln, was möglich ist. Wieder nur jede Menge Milch. So, das große Streicheln. Und die Ziegemilch, die sowieso ständig in Verzug ist, kommt natürlich wieder als letztes. Genau, da haben wir so noch die große Milch. Okay, hier haben wir noch eine Brombeere drin, mit der wir stolz wie Bolle durch die Gegend rennen. Unterlasst das bitte, Ackermann. So, dann gehen wir hier rein. Die tägliche Ernte und oben sind die Tomate und die Blaubeere wieder gut. Gut, zack. Ein paar Peperoni-Nachzügler noch. Und da freue ich mich wieder, hoppala, freue ich mich wieder ganz besonders drauf, weil die Blaubeere immer sehr viel und sehr gut zu verkaufen sind. So, als her damit. So, das sieht doch echt nicht schlecht aus, Mann. So, weiter geht's. Ich sag so relativ häufig, merke ich. Gefällt mir nicht. Ich sollte ein bisschen mehr Abwechslung bringen. Der Mais kommt auch noch natürlich ab. Ach ja. So lange ist jetzt auch nicht mehr Sommer. So rum. Und was Neues Pflanze können wir schon nicht mehr. Wir sollten uns eher auf das Sommer vorbereiten schon wieder. Hoppla. Das wird wahrscheinlich ja relativ bald im Fernsehen gesagt werden, dass wir uns jetzt um den Sommer kümmern sollten. Okay, so, zum Gastarbeiterbereich. Ihr kriegt noch ein liebes Blümelein. Dann sieht es bei euch auch immer sehr nett aus hier vorne. Okay, so viel zu dem ganzen Käse hier. Dann können wir jetzt mal hier eine Runde wässern gehen. Und machen die der nochmal zu. So rum. Zugfährt der Sterne total, das ist alles schön und gut, aber ich habe jetzt nicht vor, dahin zu rennen. So. Krummbeerfelder, die wachsen auch ordentlich.
Ja, das sieht ja jetzt auch viel freundlicher aus, oder? Wenn so ein Blümchen vorne drauf steht, was dann auch von Saison zu Saison sich ändert. Was ich nicht mal großartig umändern muss. Das finde ich richtig gut. Ups, bei euch sollte der Stall doch offen sein. So, hier warten wir noch ganz kurz. Genau. Und dann machen wir hier weiter. Ja, die Hauptsache, die ist glücklich. Gut, der Grünkohl ist dann auch wieder soweit. Und die Krummbeere hier sind soweit. Das heißt, die Energie können wir uns mittlerweile auch schenken. Für die Felder zu bewirtschaften. Was wir uns allerdings nicht schenken können, ist die Vogelscheuch hier. Dann haben wir nämlich hier nur Sammlervogelscheuche rumhängen. Das finde ich sehr gut. Ja, du hast 2 Krähe verjagt. Ich bin äußerst stolz auf dich. Und dann gehen wir nochmal kurz zu... Lass mich durch. Gehen wir nochmal dort hier und... warte mal, wo sind dann die Erdbeere? Die Es sind nur Silber-Erdbeere gewesen, die wir hier geerntet haben, oder wie sieht's aus? Anscheinend. Okay, bei der Pepperoni machen wir noch Annie dazu. Dann, wie sieht's mit unserer Beere aus? Hier machen wir noch 3 und der Rest läuft. Das heißt, Rei mit altem Kruscht. Jawollo. Sehr schön, oder? Das ist mal richtig gut. So, genau, dann checken wir jetzt gerade mal unsere Käseproduktion, denn da muss noch der große Ziegekäse rein. Jo. Beziehungsweise die große Ziegemilch. Und das können wir alles wieder verkaufen. Perfekt. Hier ist kein Tierstau, dann können wir hier weitermachen. Okay. Eine Golderdbeere. Pierre sammeln mal so schönes Iridium-Ei, was der dann kriegt. Ja, leider alles etwas in Verzug geraten, sodass wir jetzt sehr viele Feldanime machen müssen. Ich hätte im Vorfeld viel Pastinake kaufen sollen, glaube ich. Na egal. Haben wir uns auf jeden Fall etliches an Gieße gespart. So, machen wir das. Yep. Und hier Nummer 3 runter. Dasselbe hier. Jo, na. So. Wärst du wohl? Dann sollten wir auf jeden Fall noch in die geheime Wälderei gehen. Und sollten uns noch um unser Hartholz kümmern. Wo ich sehr stark dafür bin. Ja, die ganze Felder, die werde ich auf jeden Fall für der Sommer nochmal neu düngen müssen, wie es aussieht. Bringt ja jetzt nichts, die ganze Tag wieder zu flicken, die Felder. Okay. Das bisschen, was wir noch haben, müssen wir noch bewirtschaften. Aber das sollten wir eigentlich locker hinkriegen. Gut, dann holen wir uns das noch, das bisschen Holz. Wie viel haben wir dann an Hartholz eigentlich? 121. Dürfte auch bald soweit sein. Wie sieht es mit unserem Blumenkohl aus? Schmeißen wir noch 2 Reihe. Ja, okay, Grünkohl habe ich jetzt leider verpasst. Dann noch ein bisschen mehr Reihe zu machen. Egal. Die Golderdbeere kommt hier rein. Das kommt da rein. Und da haben wir doch bestimmt noch irgendwo Platz für Vogelscheich, oder? Natürlich nicht. Okay. Dann halt folgendermaßen. Vogelscheich kommt halt hier rein. So, und ich arbeite jetzt definitiv daran, dass wir unser nächste Hausstufe ausgebaut kriegen. Honig. Wo war mein Honig? Hier. Gut, als nächstes sollte man wirklich noch dem besonderen Special-Wein hier, sollte man noch eine Runde, wie heißt's, sollten wir noch eine Runde Met machen. Oder mehrere Runden Met. So, das kommt dort hier. Gefiederkrieg, den gehen wir mal aus dem Weg hier. Und marschieren weiter zur Siggi, denn ich möchte in die Wälder ein bisschen Holz schlagen. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Heu aus? 260. Da sollte man möglicherweise doch auch noch ein bisschen Gras mähen. Wobei die Tiere sich ja offenbar auch ein bisschen satt drauf fressen.
Aber wir können ja auf dem Rückweg noch ein bisschen Gras mähen. Gerade das hier unten zum Beispiel. Wo die Viecher sowieso nicht dran gehen. So, dann gucken wir noch mal, ob der Reisewagen zufällig da ist. Nö. Dann machen wir uns halt so auf den Weg. Dumm. Flötemusik wie Sau und Pilze können wir auch noch sammeln, solange sie noch frisch sind. So, weiter geht's. Und immer heiter weiter. Nicht von einem Schleimi beeindrucken lassen, der kann hier rumglitschen, so viel er will. Das ist mir gleich. Mach ruhig, was du willst. Du Glitschkopf. Wir gehen weiter hier und sammeln nur noch das restliche Holz. Ja, zum Glück ziehen sie nicht so viel ab, die Biester. So. Mach du ruhig weiter, dein Ding. Wir sind wieder bei unserer täglichen 12 Hartholz, die wir einsacken können. Und weiter weg von dem Gebiet hier. So, dann sollten wir jetzt vielleicht noch eine Runde Gras mähen bei uns auf dem Hof. Und ansonsten, tja, mehr großartige Idee habe ich jetzt auch nicht mehr, was wir noch machen können für heute. So, erstmal mal das Zeug weggemacht. Sind wir schon immer hier bei 3 Kühle Heu. Das darf sich ruhig weiterentwickeln hier. Ah, da ist noch was. Bisschen Lehm noch versteckt. Okay. Die Sense können wir, glaube ich, nicht upgraden lassen, ne? So, weiter geht's. Weiter. Ne, den Flecke können wir auch definitiv wachsen lassen. Aber das können wir wegsensen. Du sprichst jetzt nichts dagegen, das Zeug wegzumachen. Genauso wenig wie hier. So. Weil da geht ja sowieso kein Mensch und kein Tier dran. Und wir sollten nur ein bisschen noch übrig lassen, damit es einfach wieder wachsen kann, das Zeug. Nicht vollkommen wegmähen, aber gerade damit es wieder noch wachsen kann, das Zeug. So, hier können wir auch nochmal eine Runde wegmachen und entfernen. So, da. Weil die Viecher fressen ja schon ziemlich ordentlich. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Der ganze Kram kann weg und das Over beim Weg, das können sich dann die Viecher nicht zwitschern, weil so tief, so weit nach ohne gehen die definitiv. So, das kann auch weiter stehen gelassen werden, damit es weiter wachsen kann. Sind wir für heute eigentlich gut bedient, steht die Sache, ne? Weil hier fressen die Tiere dran, das ist ersichtlich. Da ist noch ein bisschen was rausgekommen und da ohne könnte man noch ein bisschen Holzeis sammeln gehen. Warte mal, so. Ja, dass uns auch irgendwas da reingerannt kommt. Dann nix wie Hochwitter, die ist hier wieder in der Stall. Und morgen hat Pierre Geburtstag. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Eier mag. Sashimi mag er, glaube ich, auch ganz gern. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Entschuldigung, oh Gott. Das war wieder kurz vor Schluckauf. Oder wie meine Palzerschä sagte, Schlickser. So, 12 Stück. Dann sind wir bei 145. Das heißt, 2 Tage wird es auf jeden Fall noch dauern, bis wir das hier kriegen. Mensch, so, der muss noch rein. Der wilde Meerrettich kommt auch noch durch rein. Nein. Hier und hier, die sollten noch rein. Ansonsten haben wir jetzt nichts Großartiges mehr zu schaffen. Tja. Gefällt mir an, dass wir so früh schon ins Bett gehen. Aber schauen wir mal. Wisst was wir noch machen könnten? Ich will es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und mag an unserem schäbischen Teich noch vorne ein bisschen angeln. Wobei du hauptsächlich nur irgendein Müll rauskommt. Aber ich mag mal probieren, ob das möglicherweise hier auch genutzt werden kann, um eine Runde zu angeln. Weil irgendwelche Krustetiere scheinen wohl doch drin zu leben. Und Seeschnecke und sowas. Nee, nur eine Joja-Cola. 3C. Ja gut, wir behalten das Zeug einfach mal. Wobei ich jetzt nicht unbedingt das Zeug trinke, was ich aus dem See rausangel, ne? Nur so nebenbei. Okay, das wird wohl eher nichts mehr. Wir probieren es mal ohne Köder. Weil hier auf dem Hof ist es eigentlich sehr gering, die Chance, dass hier irgendwas abbeißt. Aber ich möchte es trotzdem einfach mal probiert haben, ne? Alles andere wäre etwas feige.
Und dann sind wir wenigstens um die Erkenntnis schlauer. Na gut, dein Anglergerät ist kaputt. Oh, mein Dreher ist hinüber. Warte mal, haben wir nicht ursprünglich mal beim Fischerfest oder sowas gewonnen? Verkleideter Dreher. Erhöht die Beißrate von Fischen. Funktioniert ein bisschen bei langsam schwachen Fischen. Schätze sind hier besser zu finden. Okay, dann nehmen wir einfach mal den verkleideten Dreher. Und machen den an unser Angeldraht. So, die Joja Cola schmeißen wir hier rein. Schauen wir einfach mal, was die bringt. So, Abigail ist anscheinend außer Haus. Aber wir legen uns schon mal ins Bett. So. Es passiert über Nacht mal nichts. Außer, dass man 22.000 C70 nur durch unser Frucht- und Entschuldigung. Frucht- und Gemüseertrag kriegen. Das hat mich gerade etwas geflasht. Das hat mich gerade etwas fassungslos gemacht, wie viel wir hier kriegen. Aber 187.000 ist nicht schlecht. Das muss trotzdem noch mehr werden. Kaffeezeit. Sehr schön. Heute hat unser Lieblingsschwiegervater Geburtstag. Der Wetterbericht von Moyes sagt, dass es klar und sonnig wird zu Emilys Geburtstag. Damit's wichtig, ich gehe halt in die Stadt. Ich muss mal ein bisschen die Bär vertreten. Sehr schön. Kussi Kussi für Bussi Bussi. Und dann machen wir hier direkt weiter. Nee, Moment. Erste Mal. Mal wieder um die Tiere kümmern. Wie könnte es auch anders sein? Ja, ich erzähle vorher noch, wie toll und praktisch es ist, hier in der Ehe zu sein und wie Shady auf dem Hof hilft und ja. Was man jetzt sieht, ist leider gar nichts. Ah, Hasenpfote, endlich. Warte mal, halte mal eine Gaula, sogar ein Gold. Die sind, ach super, die Dinger. Das ist so ein Geschenk, was eigentlich jedermann liebt. So, schwarzes Brett, Verzauberer, genau. Das brauchen wir noch, um das zu komplettieren. Und Rotkohl, den gibt es dann im Sommer. Saugut. Okay, das brauchen wir trotzdem, das große Ei. Für unseren guten Pierre. Und Ents können wir hier reinschmeißen. So, sehr schön. Ja, das ist wieder die übliche Milchproduktion. Streichelrunde von meinen Lieblingstiere. Und dann können wir uns später auch noch bewusst in die Stadt wagen. Okay, das ist jetzt auch alles gut, wieder das Zeug. Tja. Sieht wohl so aus, als ob uns jetzt unser Feldfrüchte allmählich ausgehen draußen auf dem Hof. Die große Erntezeit ist mit dann wohl ach vorbei. Aber im Sommer kommt sie dann definitiv wieder. Ich werde mir dann auf jeden Fall ordentlich was aussuchen als Feld. Wo ich dann vor allem viele Melone abbauen werde, weil irgendwann ist es halt so weit, dass es mehr Felder als Auswahl von Feldfrüchten gibt. Aber im Sommer gibt es dann auch der Rotkohl. Das heißt, da haben wir dann definitiv viel Spaß damit. Das ist dann wieder ein neues Ding, was wir abbauen können. So, ich finde es eigentlich auch schade, dass man für den Herbst und so kein Haselnussstrauch und kein Walnussbaum oder sowas kriegen. Das finde ich echt sehr schade eigentlich. Aber wer weiß, vielleicht mit dem nächsten Update von Stardew Valley kommt das eventuell auch noch. So, Pastinake machen wir noch ab. Ja, das heißt, wir sind eigentlich ziemlich bald rum mit unserer Feldfrüchte. Zumindest die zwei Dinger können wir später für Melone benutzen. Oh, dort noch einen Trüffel gefunden. Sehr schön. Danke, Bertha. So, dann seid ihr dran. Grunz, Grunz. Die dürften auch ziemlich bald, ja, die sind heute soweit. Dann ist das Feld unten nämlich auch schon aufgegeben. Hoppla, das wollte ich doch gar nicht gießen. So. Der Knoblauch ist dann auch rum. Perfekt, oder? So.
Dann können wir noch hier gucken. Didum. Der Blumenkohl steht definitiv noch aus. Dann hier nochmal kurz. Dann können wir da noch wieder Share A schließen. Dort. Na, wenn er das dann richtig macht, der Ackermann. Und so. Perfekt. So. Dann bleibt ja nur noch das Over, aber vorher mag ich hier noch was holen, genau. Dann steht, steht nur noch das hier aus. Und yep. Und yep. Und sup. Perfekt. Dann gehen wir hier nochmal kurz unser Wasser auffrischen. Und dann geht's ab zur Chez Pierre. Und dann schauen wir mal. Trüffelöl haben wir hier wieder gut. Das heißt, wir können hier wieder unser Trüffel reinmachen. Und dann schauen wir nochmal wegen der Pastinake. Dumm. Da sind wir jetzt auf 10 Pastinake. Und wir sollten trotzdem noch ein bisschen frei machen. Warte mal, was haben wir da noch für Käse, der weg kann eigentlich? Käse, der weg kann. Ist eigentlich das hier zugunsten von 10 Superpastinake. Knoblauch ist anscheinend woanders aufbewahrt. Das sehen wir gleich. Erstmal rahmen wir ein klein bisschen auf hier. Die Hasepfote, die brauchen wir noch. So, genau. Knoblauch. Wo habe ich denn mein Knoblauch hier? Machen wir doch einfach C Knoblauch noch hier rein. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz, wo wir es zufällig hier reingepackt haben. Nirgendwo. Okay, da hat es sich ja nochmal richtig gelohnt. Und das Ding wird abgegeben, nachdem wir bei Pierre waren. So. Nicht schlecht. Bei Pierre habe ich leider die Supergeschenke in meinem Kopf. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es Sashimi ist. Aber ich bin mir doch nicht mehr so sicher. Warte mal. Hi, Abby. 40 Kupfererz. Nee, lassen wir mal sein. Na, was machst du und du? Na, okay. Die war wahrscheinlich auch bei ihrem Vater zu Geburtstag. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, der ist für dich. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. 4 Herzen gibt's. Okay, dann stalke ich noch ein bisschen meine Frau. Und guck einfach mal, was die macht. Okay, meine Frau geht wahrscheinlich Richtung Bergsee. Wir gehen jetzt aber erstmal dorthin und komplementieren den Verzauberer. Komplettieren, nicht komplementieren. So ein Quatsch. Freundschaft plus insgesamt als Belohnung für schwarze Brett und 5 Goldbarre gibt es aber drauf. Dankeschön. Ja, der Wichtolosaurus bringt das Paket jetzt auch natürlich wieder fort. Und großartig mehr können wir heute nicht mehr machen. Tja. Dann die Sache. Wir gehen eventuell noch in die Calico-Wüste. Wenn wir jetzt schon so Zeit für so einen Käse haben, ne? Könnte man theoretisch genauso gut in die Calico-Wüste schon gehen, ja. Ja, zahle mal die 500. Dann gehen wir mal eine Runde dorthin. Und machen uns immer auf den Weg zur Oase. Und in der Oase schauen wir nämlich gleich noch, was es da an Sommersaat möglicherweise noch gibt. Eine Kokosnuss. Und dann schauen wir einfach mal. Du armes verbranntes Ding, genau. Okay. Das ist für das Sommer. Da sind wir doch jetzt mal richtig gierig und holen uns gleich mal 24 davor. Wächst im Herbst nur die rote Beete. Wildhonig, Saisonpflanze. Okay, dann haben wir jetzt einfach für das Sommer noch ein bisschen was übrig. Das finde ich ganz gut soweit. Gut, Ackermann, pack dein Schwert aus. Es geht wieder in die Dungeon-Reihe. Wir wollen ja hier Ebene 25 irgendwie erreichen. War noch unser Quest. Wobei ich nicht glaube, dass wir so besonders tief kommen halt, aber wer weiß. Schauen wir einfach mal. So.
Brett. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Den können wir wahrscheinlich nicht knacken. Ja, das sind so unbesiegbar Viecher. Oh fuck, jetzt kommen die ganze Drache. Okay, ich probiere es irgendwie zur Handhabe. Uah, das wird eventuell ganz garstig. Uah, die ziehen ab wie Sau, die Mistviecher, ja. Shenlong für Arme. Komm her, du. Oh, Mann. Sausackvieh. Alter Falter. Jetzt schon hier wieder die halbe Gesundheit rausgerobbt. Das sind richtige Scheißviecher. Bringen uns die Dinger irgendwas? Ja, die bringen uns was. Dann zwirbelt da mal die Kaktusfrucht rein. Das bringt allerdings nichts hier, die Kokosnuss. Okay, dann probieren wir uns hier eine andere Treppe. Eventuell werden wir hier fündig. Wobei ich eher nicht so das Gefühl habe, dass wir fündig wären und dass das hier einfach nur ein Trip ins Leere ist für uns. Ah ja, gut. Okay, weiter geht's. Da wird wahrscheinlich am Ende vom Weg was sein. Jetzt bin ich lieber nochmal das Katana ausgerüstet. Das sieht gut aus. So. Da bräuchten wir jetzt wieder Bombe dafür. Um die Biester völlig platt zu machen. Hoppala. Und weiter, weiter, weiter. Schnell, schnell, schnell. Wenn wir nicht ein Loch finden, wo wir jetzt 20 Ebenen tief fallen, dann wird das wohl nichts mehr. Das finde ich halt arg schade bei der Schädelhöhle, dass man da nicht... dass man bei der Schädelhöhle nicht mit dem Aufzug fahren kann und so wieder zu der Ebene zurückkehren kann. Schon sehr schade, das Ganze. Wow, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Auch wenn uns so ein violette Glitchy hier im Weg steht, dass sich jetzt glücklicherweise nicht in mehrere Schleime teilt. Okay. So, selbst wenn wir keine Treppe finden und wenn uns das nichts großartig gebracht hat, muss ich sagen, alle schon, dass wir ein paar Stämme mehr haben, ist nicht verkehrt. So, weiter geht's. Und hoppala, vielleicht wird ja auch unser Mine-Effektivität gesteigert. Ich glaube, wir sollten dringend hier raus. Noch so tödliche Mehrfach-Schleimbegegnungen überstehe ich hier leider nicht. Deswegen, es war nett gemeint, aber heute ist nicht mein Tag für die Schädelhöhle. Das heißt, wir knacken in Ruhe noch die Stäbe und dann geht's raus hier. So. Allein schon für die paar mehr Stäbe hat sich das gelohnt. Mine verlassen vor allem, ne? Na gut, dann gucken wir uns noch ein kleines bisschen hier um, ob wir nicht möglicherweise noch was finden, was wir gebrauchen können. Ja, die hätte ich vielleicht einsammeln sollen, die Dinger vorher. Na egal. Egal. So, damit die Pam auch nur etwas verspätet Feierabend macht, fahren wir wieder zurück. Und dann kann die Gutfrau definitiv ihren Feierabend genießen. Und kommt trotzdem noch rechtzeitig für einen schönen Abend in die Kneipe. So, das war's für uns heute. Mehr müssen wir nicht machen. Und der Rest können wir verkaufen, denke ich, beziehungsweise verstauen, wo es hingehört. So, Zeug wird verkauft. Der Rest wird verstaut. Das kommt dort hier, wo es hingehört. Hier. Der kommt durch Reihe. Das Reihe. Moment, den behalten wir. Die könnte man möglicherweise für Emilys Geburtstag morgen gebrauchen. Warte mal. Wir machen das so und so. Oh ja, da ist auch noch jede Menge Kruscht. Das ist gut. Dann machen wir die noch. Das wird dann noch verkauft. Und dann warten wir noch ab, was unser
Eisenbarre-Produktion angeht. Und die brauchen wir nämlich auch noch. Oh, ich sehe außerdem, ich habe hier hinten noch was vergessen. Was machen wir dann? Was machen wir dann dort mit? Süße Edelsteinbeere, weißt was? Ich mag das jetzt einfach mal ausprobieren. Nee, das kann ich tatsächlich nicht zum Gelee machen. Es wäre geil gewesen, wenn, weil das hätte bestimmt jede Menge Geld gäbe, das Ganze. Okay, Trüffelöl kommt zurück. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir machen wieder... Wir machen wieder Blaubeergelee. So. So wird nämlich ein Schuh draus. Das Zeug heben wir auf bis zum Sommer. Die paar Tage kann ich das mit mir rumschleppen, ist kein Thema. Und das kann ich mit mir rumtragen für unseren Clinty Boy, der das Ganze knacken kann. Ansonsten wollte ich mir noch angucken. Gibt es noch irgendwas, was ich Tolles machen kann? Ölpresser? Nee. Alles nicht von größerem Nutzwert. Bei Fass. Warte mal, Fass. Scheiße, jetzt warte mal kurz. Holz, Kupferbarre, Eisenbarre, Eichenholz. So, noch einmal. Holz, Enna jeweils. Kupferbarren. Kupferbarren. Eisenbarren ist in Mache. Dann brauche ich Holz und ich brauche Eichenharz. So, jetzt warten wir nämlich mal eine Runde. Moment, bei Fass. Ich überlege gerade, da muss ich den Kaffee dann tatsächlich in so einem Fass machen. Mir kam gerade eben die Idee, dass ich die Zutaten eigentlich schon habe. Ich habe gedacht, das wäre so Reifefass, wie man es erst bei der 3. Ausbaustufe kriegt. Aber wenn das wirklich nur Fass ist, dann können wir uns das Ding auch ins Haus stellen und drin unseren Kaffee brauen. So, gerade mal kurz gucken. 326. Sieht schon etwas besser aus. Okay, hier sind wir mit allem durch. Genau, das ist alles gewässert. Da ist nichts Neues aufgeploppt. Und bäm, die sind noch alle im Begriff zu wachsen. Eichenharz, ja, das sieht soweit ganz ordentlich aus. Freue ich mich schon drauf. Das sieht echt gut aus. So, jetzt watscht noch. Jo, gut. Dann machen wir uns nämlich noch eine Fessel. Und der Rest an Überschuss kommt dann sofort Storei. Und so, das kommt rein, das kommt rein. Der Eisenbarren haben wir leider keinen Platz mehr dafür. Was kann dann hier raus, was eigentlich unnötig ist, wie die Sau? Das Harz zum Beispiel. Das hat doch nichts zu suchen. Das Harz kommt nämlich da rein. So, dann gehen wir jetzt nämlich stolz wie Bolle mit unserem Fass durch die Gegend rennt. Gehen wir jetzt nämlich dort hier und schauen gerade mal, ob das wirklich hier was bringt. Ja, wir machen 5 direkt rein und dann kriegen wir unseren Kaffee. Perfekt. Na also. Sehr schön. Warte mal, so rum, genau. Ja, geiler Scheiß. Ich habe echt gedacht, wir brauchen eine Reife fast, wie man das dann erst bei der nächsten Ausbaustufe kriegt. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Wir können jetzt außerdem nochmal in die geheime Wälderei rennen. So viel Zeit muss noch sein, weil ich möchte unbedingt morgen mit dem Hausausbau beginnen. Wenn ich dann das letzte Mal in die geheime Wälder renne, das mache ich am besten schon früh morgens, damit ich da nämlich mein Holz parat habe. Und mir, alter Falter, und mir dann dort wirklich mein Zeug holen kann. Meine Ausbaustufe fürs Haus. Auf Stufe 3. Das wäre richtig geil. So, das machen wir jetzt erstmal weg hier, den Scheißdreck. Gut, müssen wir uns ein bisschen dummler, aber das macht nichts. Das macht alles nichts. Dann können wir jetzt auch endlich mal unseren eigenen Kaffee produzieren. Na, endlich. Und ich komme irgendwie immer nur zum Reisewagen, wenn es gerade ungelegen kommt. Seltsam. Okay, schnell rein. Und Quest für morgen ist eindeutig in die geheime Wälder. Das letzte Mal Hartholz holen und dann das Ding in Auftrag geben. So. Die Ausbaustufe vom Haus. Ja, das können wir auf jeden Fall hinkriegen, weil das ist ein Samstag. Da hat Robin, glaube ich, nichts zu tun. Die hat auch Samstag und Sonntag auf. Dann müsste das eigentlich kein Problem sein. Sehr schön.
Gut, da kommen wir wahrscheinlich noch vor Mitternacht daheim an, wenn alles gut läuft. Also, zack, drauf auf der Gaul. Und ihr liebe Leid, wie es aussieht, können wir tatsächlich dann übermorgen bei Let's Play Stardew Valley auf Pelzig unser Haus auf Upgrade Stufe 3 bringen, sodass dann auch die Reifefässer ohne sind und wir unseren Woi und Käse dann auf Iridium-Stufe reife lassen können, weil mehr als Gold kriegen wir die Dinger nicht. Und der Woi dauert tatsächlich am längsten, weil der kann nicht auf Goldstufe abgeerntet werden bei unseren Fässer. Also machen's gut und wir sehen uns dann übermorgen wieder, wie gesagt. So, noch ein Diamant abgeluchst, bevor wir schlafen gehen. Und noch ein Kaffee. Ja, den können wir mal hier direkt trinken. Weil ich mache jetzt erstmal sofort den nächsten Kaffee. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Ayan Yankee.